Da geht einer zum Doktor mit seiner Frau, weil sie bei der Erfüllung der ehelichen Pflichten die nötige Performance vermissen lässt. Die tut halt einfach nichts. Dann hat's der Doktor untersucht, von oben bis unten und von hinten bis vorn. Dann hat er gesagt, ganz klare Sache, eine Frau kriegt beim Liebesspiel viel zu wenig Sauerstoff. Es müsste schauen, dass die Luft kriegt, gell. Dann hat er sich gedacht, wie macht er denn das jetzt, dass die Luft kriegt, gell. Dann ist er mit ihr heimgefahren, dann ist er zu Ringsburg um den Hauptbahnhof rumgefahren, dann hat er einen Steg gesehen. Ein sauberes Mannsbild, gell, fast 2 Meter groß. So breit die Schultern, braun gebrannt, ein Bild von einem Mann, gell. Dann hat er gefragt zu dem, hat er gesagt, hast du Zeit für heute auf Nacht? Sagt er, hast du was? Ja, freilich habe ich Zeit, was muss ich machen? Er hat gesagt, das erkläre ich dir, wenn ich daheim bin, gell. Dann hat er den mitgenommen, dann ist er mit seiner Frau ins Schlafzimmer, dann hat er dem sauberen Mannsbild einen Pappardeckel in die Hand gedrückt, so einen großen, gell. Hat er gesagt, wenn ich jetzt mit meiner Frau im Bett bin, dann musst du Luft zu mir wachen, gell. Dann musst du mit dem Pappardeckel richtig wachen, dass ich Luft kriege. Er hat gesagt, ja, das kann ich machen, gell. Der ist mit seiner Frau in die Kiste da an, der hat gewacht wie ein Blöd, ist nichts passiert, gell. Dann hat er gesagt, jetzt machen wir es anders, hat er gesagt, jetzt gehst du zu meiner Frau und ich da wachen, gell. Dann ist der zur Frau rein, hat einen Pappardeckel in die Hand genommen und die Frau war entzückt, gell. Die hat sich gefreut und es war halt 100-mal besser, wie es ist. Dann hat der andere gesagt, siehst du das, hat er gesagt, so musst du wachen.